Sind die 3 Kids also wieder beieinander? Ist doch noch gut gegangen, das Ganze. Aber etwas nimmt mich jetzt noch grausam Wunder, euch nicht? Also, wie ich schon gesagt habe, ich habe die Übersicht hinten und vorne nicht mehr. Ich würde eigentlich noch gerne die Antwort auf viele unklärte Fragen wissen. Ob uns da der Benny, die Maggie und, wie ich vermute, hauptsächlich der IQ weiterhelfen können? Herr Kommissar, dürfen wir für Sie den ausgesprochen interessanten und anspruchsvollen Fall in ein paar Sätzen zusammenfassen? Es nimmt mich also schon noch Wunder, wie ihr die Verbrecher hier in dem Ghetto aussen aufspüren können. Das war an und für sich ein Zufall. Benny, erzähl doch du noch mal, wie das Ganze eigentlich angefangen hat. Also, wie wir die Kiste gefunden haben, wissen Sie ja bereits schon. Wir haben sie dort ja telefonisch benachrichtigt. Daraufhin sind wir zu ihnen ins Büro gekommen und sie haben uns dort 2 wichtige Sachen können sagen. Nämlich, dass es sich vermutlich um russische Waffen könnte handeln und dass es allem Anschein nach um einen illegalen Waffenhandel im Zusammenhang mit ihrem Drogenbaron geht. Genau. Ein Detail, das noch wichtig ist, Sie haben gestern auch noch den Mr. Kalkin von der Schreinerei Kalkin & Biggs verhaftet, weil die Kisten, wo die Waffen drin transportiert worden sind, von selber der Firma stammen. Ich vermute jedoch, dass der Mr. Kalkin keine Ahnung hat, um was es da geht. Das stimmt. Wir haben aber nach wie vor in Untersuchungshaft. Ich glaube, das wird nicht mehr weiter nötig sein. Denn ich denke viel eher, dass einer von diesen beiden kubanischen Brüdern als Mitarbeiter angestellt ist und bei Mr. Kalkin hinter seinem Rücken Holzkisten aus dem Lager rausgeschmuggelt hat. Und was bestätigt deinen Verdacht, junger Mann? Ja, das könnte Ihnen die Maggie am besten erzählen. Ja, ich glaube, ich weiss, was der IQ meint. Der Carlos, einer von diesen 2 Kubaner, ist nämlich immer in Zimmermannshosen umeinander gelaufen. Gut beobachtet. Das lässt sich sofort überprüfen. Wenn das stimmt, was der Neil behauptet, dann soll der Mr. Kalkin sofort auf freien Fuß gelassen werden. Aber jetzt bitte weiter im Text. Okay, zurück in der Chill Factory, unserem Hauptquartier. Dort haben wir feststellen, dass bei uns eingebrochen worden ist. Ja, und am Kühlschrank ist ein Zettel gehangen und dort ist gestanden, passt auf, sonst... Und unser ganzer Glassevorrat ist aufgegessen worden. Zum Höllenreiten noch einmal. Sie sehen, eine deutliche Drohung. Uns muss also doch irgendjemand beobachtet haben, könnte man meinen. Obwohl, ich vermute etwas ganz anderes. Und was denn, wenn man fragen darf? Diese Frage, Herr Kommissar, möchte ich Ihnen etwas später beantworten. Haben Sie übrigens die Umgebung schon absuchen lassen von Ihren Leuten? Ich rechne damit, dass Sie jemanden finden werden, der uns sicher noch etwas zu erzählen hat. Aber zuerst mal weiter im Text. Unser Plan war es dann also, den Strand zu inspizieren, was eigentlich Benny seine Aufgabe gewesen wäre. Genau. Man könnte jetzt meinen, dass die Aktion ein bisschen bachab ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Was du, Maggie, nämlich noch nicht weisst, ist, dass ich dort unten vermutlich ein Stück von einem Schiffsbau gefunden habe. Herr Kommissar, ich bin sicher, dass Ihre Taucher irgendwo im Meer aussen vor der Küste ein Wrack finden sollten, wo genau das Teil fährt. Ich habe es übrigens beim Sam deponiert. Sie werden es dort finden.